Spraystunde in der WC, einfach, dass wir dann dürfen aufhaben, wie unsere Kirche, und dass es nicht komisch ist. Ist gut? Wir sind in der Predigtserie Jabes Gebet. Und ich möchte gleich einsteigen in den Text aus 1. Chronik 4, Vers 9. Da steht geschrieben: Jabes war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sagte, ich habe ihn mit Kummer geboren. Zu biblischen Zeiten, wenn man einen Namen hatte, dann war der Name prophetisch. Der Name hatte immer eine Bedeutung. Der Name war schicksalsentscheidend. Ich hatte im Oktober eine Klassenzusammenkunft mit meinen Sek-Kollegen, die habe ich 21 Jahre lang nicht mehr gesehen. Und wir hatten eine Runde, wir haben ausgetauscht, wie unsere Zeit war, und wir haben über unsere Highlights und die schwierigen Zeiten als Klasse gesprochen. Und da hat eine erzählt, wie für sie wirklich die 6. Klasse die Hölle war. Und es hat nämlich damit angefangen. Sie war ein gut aussehendes, beliebtes Fun-Mädchen in der Klasse. Aber eines Tages hat eine aus unserer Klasse entschieden, sie heißt von heute an Stinkkäfer. Und das hat ihre ganze 6. Klasse vermisst. Die ganze 6. Klasse hat gestunken für sie. Sie wurde schlecht in Mathe, sie wurde schlecht in allen Fächern. Ihr Aussehen hat sich total verändert. Sie wurde wirklich, durch diesen einen Namen, ist für sie die 6. Klasse die Hölle geworden. Und in der Hölle stinkt's. Ein Name kann sehr entscheidend sein. Und dann geht's weiter. Jabes rief den Gott Israels an und sagte, ach, hier ist am Klagen, ach, dass du mich doch segnen und meine Grenze erweitern möchtest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Unglück bewahrtest, dass es mich nicht bekümmere. Und jetzt kommt dieser unglaubliche Satz. Und Gott ließ kommen, was er bat. Es ist ein absolut verrücktes Gebet. Denn die meisten von uns würden so etwas überhaupt nicht beten. Ich möchte schnell 2 Sichtweisen, wie wir oft beten und was wir wünschen. Wisst ihr, Jabes sagt, dass du meine Grenze erweitern möchtest. Wenn das mein Leben wäre, von Jabes, und es ist ein Leben voller Kummer, wer würde schon sagen, oh Herr, erweite meine Grenzen, dass ich noch mehr von dem Leben habe, noch mehr von dem Kummer? Wer würde ein solches Gebet schon beten? Nee, was wir beten wäre, Herr, gib mir etwas total anderes, eine neue Chance. Ich nenne das a whole new world. A new fantastic point of view. Das ist Aladdin. Das ist so das Aladdin-Gebet. Weißt du, wo du das Gefühl hast, Gott ist wie ein Genie und vorher warst du ein armer Straßenjunge und jetzt hast du die Jasmin gesehen, eine schöne Prinzessin, und ich habe nie eine Chance. Und Herr, mit dem Leben komme ich nie dahin. Jetzt muss irgendwie ein Flaschengeist kommen, und manchmal beten wir wirklich so, dass Gott irgendwie so etwas ganz Verrücktes, das es vorher noch nicht gegeben hat, plötzlich kommt es da, neu in mein Leben. Neues Jahr, yes! Etwas ganz Neues. Tut mir leid, dass ich die Stimmung drücke, aber ein neues Jahr, nur weil es neu ist, bringt es einfach nichts Neues. Viele Leute denken, okay, wenn man ein bisschen Fernsehen schaut jetzt, jede zweite Werbung ist von einer Dating-Agentur. So viele Leute denken, im neuen Jahr, wenn ich jetzt endlich meinen Partner finde, dann wird alles okay. Und irgendwie, das Gebet ist oft etwas ganz Neues. Aber Jabes hat nicht für das gebetet, er hat gebetet, dass du meine Grenzen erweitern möchtest. Ich schnall das nicht ganz. Und es ist etwas ganz Interessantes in dem drin. Hier, da bist du einfach ein Träumer. Du hast irgendwelche Fantasien, willkürliche. Aber Jabes hatte eine Vision. Er wusste, dass Gott nicht irgendwann Genie ist, sondern er ist der Gott des Abrahams, er ist der Gott des Isaaks und er ist der Gott des Jakobs.
Und es heißt hier geschrieben, er hat sich an den Gott Israels gewendet. Und Israel, Gott hat den Namen von Jakob geändert. Jakob war einer seiner Vorväter. Und Jakob hatte auch keine ruhmvolle Vergangenheit. Jakob hieß der Fersenhalter. Er jagte dem Leben und dem Schicksal seines größeren Bruders Esau nach. Er wollte etwas anderes sein, als er hatte, und deshalb hat er ihn auch betrogen. Aber Gott änderte sein Leben. Es war nicht irgendwie plötzlich etwas ganz Neues, sondern Gott arbeitet mit dem und hat mit ihm auch gekämpft. Er hat ihn an seine Grenzen gebracht und hat etwas von Gottes Güte erlebt. Dann gibt es noch eine zweite Art und Weise, wie wir normalerweise beten, und deshalb ist das Gebet des Jahwes so vollkommen anders. Wenn das dein Leben wäre, es ist voller Kummer. Wo intuitiv möchtest du in diesem Leben leben? Sicherlich nicht an der Grenze, sondern intuitiv, möglichst weit weg von allem Stress. Möglichst weit weg, an der Grenze wird gekämpft, da schwitzt du, da ist es mühsam. Du würdest wirklich einen Ort suchen, wo du Harmonie findest, wo du Friede findest, wo du eine Balance im Leben findest, wo du Ausgewogenheit findest, einen schönen Rhythmus. Das ist doch irgendwo eine Vision für jede Beziehung, wo man immer hofft, ja, irgendwo da möchte ich landen dieses Jahr. Eine schöne Vision für die Finanzen, ja, kein Stress. Einfach, es ist schön ausgeglichen, es läuft alles tipptopp. Aber Jabes hat eine andere Sicht für dieses Gebet. Und es wurmt mich, weil es muss ein spezielles Gebet gewesen sein. Wenn man 1. Chronik liest, all diejenigen, die sich gesagt haben, ich lese dieses Jahr die Bibel von Anfang bis zum Schluss. Ich kann dir was sagen, ab Chronik wird es wirklich mühsam. Weil 1. Chronik Kapitel 1 bis 9 hat es einfach ganz komische Namen, die aufgezählt werden. Das ist für mich momentan sehr interessant. Wir sind ja noch auf der Suche nach einem Namen für unser Neugeborenes. Also da hast du immer Nara gebar ihm Ahusam, Hefer, Temini, Ahashatri. Das sind Söhne Naras. Die Söhne Helas waren Zeret, Yishar und Etna. Und dann Vers 8 ist cool. Kotz erzeugte Anub. Also Kotz ist auch ein Name, ist jetzt nicht in der engen Auswahl bei uns. Und es werden rund 500 Namen aufgezählt. Einfach wirklich langweiliger Stammbaum. Aber mittendrin im Kapitel 4 erfährt man ein bisschen mehr über einen Mann als über alle anderen Namen. Und das ist dieses Gebet von Jabez. Und deshalb ist es ein ganz spezielles Gebet. Und es wundert mich, wieso ist es dort drin? Was war so speziell? Wie können wir beten, dass es die Aufmerksamkeit Gottes bekommt und dass wir auch das sagen können, und Gott ließ kommen, was er bat? Was war es wirklich? Und ich glaube, es hat etwas mit der Vision, mit der Sicht, wie Jabez sich in diesem Gebet positioniert hat. Er hat nicht einmal gesagt, Herr, das Leben, das ist absolute Kummer und ich möchte etwas total anderes. Er hat auch nicht ihm gesagt, Herr, möglichst nicht mehr Herausforderungen, ich ziehe mich zurück und ich verstehe es. Das ist die natürliche Reaktion, wenn du viel Kummer, Schmerz erlebst. Was machst du? Du ziehst dich zurück. Alles, was du jetzt brauchst, ist sicherlich nicht noch weitere Herausforderungen. Aber Jabez hat etwas Unglaubliches gebeten. Er hat eben gesagt, erweitere meine Grenzen. Und das wurmt mich, dass er sagt, ich suche nicht jetzt irgendwo die Harmonie, den Frieden. Ich positioniere mich an den Grenzen. Herr, erweitere meine Grenzen.
Und ich glaube sogar, wieso. Denn das Ziel im Leben ist nicht weniger Herausforderungen, sondern nicht zu verkümmern. Jabez hat ein Leben voller Kummer. In seiner Welt ist er verkümmert. Sein Glaube ist verkümmert. Sein Geist ist verkümmert. Wisst ihr, hier dieser Ort, der ist gut für unsere Emotionen. Aber der Mensch ist mehr als nur Seele. Der Mensch ist Körper und Geist. Und der Mensch verkümmert hier. Das, was von Gott in dich gelegt ist, das wird nicht unbedingt hier zum Ausdruck kommen. Deine Berufung, wenn du dich hier positionierst, wenn das deine Art von Gebet ist, Herr, ich brauche einfach mehr Zeit, ich brauche mehr Frieden, ich brauche das, ist alles wichtig. Aber wenn du dich nur hier positionierst, wird etwas von dem verkümmern, was Gott in dich gelegt hat. Dein Traum, den dich Gott gegeben hat, wird dort verkümmern. Und Jabez hatte den Mut, ein Gebet zu beten, was mich echt herausfordert. Und ich glaube, deshalb liebt es Gott. Er hat gesagt, ich will hier sein. Erweitere meine Grenzen, weil hier tut's weh. Ich habe den Titel dieser Predigt folgendermaßen definiert. Das heißt, wo habe ich ihn denn? Gott will dich an deine Grenzen bringen. Das wäre doch mal noch eine Vision für dieses Jahr. Gott will dich an deine Grenzen bringen. Wieso? Weil ich glaube, das könnte der sicherste Ort für dein Leben sein. Wenn wir im Willen Gottes sind, wenn wir dort sind, wo Gott etwas tun will in unserem Leben, ist das der sicherste Ort. Für uns fühlt sich eigentlich da am sichersten an. Ich möchte einfach kurz durch ein paar Beispiele gehen in der Bibel, wo sich Leute an der Grenze positioniert haben. Auch in ihrem Gebetsleben wahrscheinlich, aber auch in ihrer Tat. Letzte Woche hat Juana darüber gepredigt, dass Schmerz ein Ansporn sein kann. Ja, eigentlich Schmerz drängt dich in erster Linie zurück, wenn er von außen kommt. Aber der innere Schmerz, und das ist das, was Jabez erlebt hat, es verkümmert. Er hat gesagt, das hat ihn angetrieben, ich halte es nicht mehr aus, ich will aus dem ausbrechen. Und das ist die interessante Geschichte an Jabez. Ich möchte euch ein bestes Beispiel geben von Leuten, die als sichersten Ort die Grenze gefunden haben, wo Gott sie an die Grenze gebracht hat. Für mich ist ein gutes Beispiel Mose. Er musste seiner Bedrohung begegnen. Wir lesen in 2. Mose 6,30. Mose antwortete dem Herrn, ich kann nicht gut reden. Das war, nachdem Gott ihn berufen hat, zurück nach Ägypten zu gehen, nachdem er geflohen ist. Geh zurück zu den Leuten und sag Pharao, er soll mein Volk ziehen lassen. Und hier kommt er natürlich schnell mit seinen Grenzen und wieso das nicht geht. Ich kann nicht gut reden. Warum sollte der Pharao auf mich hören? Der Herr sprach zu Mose, ich habe dir göttliche Vollmacht über den Pharao gegeben. Dein Bruder Aaron wird dein Prophet sein und er wird für dich sprechen. Eine unglaubliche Geschichte, dass Gott eigentlich sagt, weißt du was, ich sehe dich hier. Und wenn du hier bist, dann ist meine Vollmacht mit dir. Dann ist meine Versorgung für dich da. Dann bist du nicht alleine, weil da habe ich jemanden an deine Seite gestellt, wo du sehen wirst, dass ich Gott bin und dass ich deine Grenzen sprengen werde und dass du ein neues Land, ein neues Erbe einführen kannst. Es ist schon interessant, weil wenn Mose hier geblieben wäre, das Leben der Israeliten wäre schmerzhafter geworden. Weil er selber Teil dieses Volkes war, es hätte mehr Kummer in seinem Leben verursacht, wenn er nicht an die Schmerzensgrenze gegangen wäre, was hier ist. Ich finde es ein unglaublich schönes Bild von Mose, wie Gott immer wieder sagt, hey, ich möchte, dass du an deine Grenzen kommst und dass du dich nicht zurückziehst, weil darin liegt eine Verheißung. Darin werden auch andere Leute in eine Freiheit hineinkommen.
Dadurch wirst du weniger Kummer erleben. Du wirst nicht verkümmern an dem Ort. Weil Mose es zuließ, dass Gott ihn an seine Grenze geführt hat, wurde das Volk Israel befreit. Ich frage mich, was in deinem Leben würdest du dieses Jahr am liebsten meiden? Wem würdest du am liebsten nicht begegnen? Welche Situation würdest du am liebsten nicht begegnen? Welche Angst versuchst du möglichst zu vermeiden? Was wäre, wenn Gott dir sagt dieses Jahr, der sicherste Ort ist nicht hier, sondern wenn du betest, Herr, erweitere meine Grenzen, dort sollst du mich finden. Ein zweites Beispiel, wieso es gefährlich ist, irgendwo in Harmonie, ich sage jetzt Harmonie, einen Ort zu suchen, wo es einfach schön ist David. Und wir lesen ich finde es eine der krassesten Stellen in der Bibel, 2. Samuel 11, Vers 1. Im folgenden Frühjahr, um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Heer Israels von neuem in den Kampf. Sie setzten den Ammonitern schwer zu und belagerten ihre Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Israel. Es ist so eine natürliche Reaktion von David, der hat jetzt langsam wirklich genug gekämpft. Irgendeinmal hast du dir auch eine Pause verdient. Er schickt Joab und die anderen Männer und was macht er? Er bleibt zu Hause im sicheren Palast, statt an die Front zu gehen, statt zu kämpfen. Aber etwas in David, es ist kein sicherer Ort, weil hier zu Hause ist er verkümmert. Er hatte kein Abenteuer. Und was musste er dann machen? Er suchte sich ein neues Abenteuer. Und in guten alten Zeiten hat man noch nackt auf dem Dach gebadet. David hatte sicherlich genug zu tun. Aber weil er nicht an die Grenzen ging, ist etwas in ihm nicht lebendig gewesen. Etwas in ihm verkümmert. Und es ist schon interessant, dass der sicherste Ort in deinem Leben eigentlich wirklich deine Grenze ist. Dort, wo du auf Gott angewiesen bist. Dort, wo du lieber nicht hingehst. Wir kennen die Geschichte mit Bathseba. Was eigentlich wie ein sicherer Ort sich angefühlt hat, hat dazu geführt, dass David eigentlich durch seine dunkelste Zeit ging. Weil er nicht an seine Grenzen ging. Und ich möchte dir das zusprechen, weil wir sind eine Kirche in Zürich. Niemand von uns hat zu wenig zu tun. Niemand. Wir haben volle Leben. Aber volle Leben heißt nicht, dass du genügend Abenteuer hast. Und wenn es irgendetwas gibt, was dazu führt, dass wir wirklich in Versuchung kommen, ist Langeweile. Wenn das Abenteuer, wenn wir innerlich verkümmern. Jeder von uns braucht ein Abenteuer. Du brauchst einen Ort. Und das muss nicht heißen, mehr zu arbeiten. Ich rede nicht von mehr. Aber ein Ort, wo du auf Gott gespannt bist. Wo du Gott suchen musst. Wo du an Gott dranbleiben musst. Es ist der sicherste Ort. Ich erlebe das oft, wenn irgendwo eine Highzeit in der Gemeinde und viel und all das. Und dann, wenn es irgendwie fertig ist, das ist die Zeit, wo ich am meisten angefochten werde. Die meisten Versuche erlebt. Auch persönlich, wo ich dann über mir denke, hey, du bist es gar nicht. Und ich denke auch gering nach mich, einfach weil das Abenteuer fehlt. Und ich möchte dir zusprechen, dieses Jahr, hab eine Vision für ein Abenteuer. Zieh dich nicht zurück. Ja, ich habe schon genügend zu. Das ist ein gefährlicher Ort. Busy sein, aber keine Challenge zu haben.
Vielleicht müssen einige von euch wirklich einen neuen Job suchen. Weil einfach busy sein ist nicht das, was dich erfüllt. Du brauchst eine Challenge. Ich liebe, was wir als Kirche machen, dass wir einmal im Jahr für alle diejenigen, die involviert sind in einem Dienst oder auch in einer kleinen Gruppe, dass wir unser jährliches Next Step Gespräch machen. Das ist genau einer der Gründe. Wir wollen nicht, dass Leute in einen Leerlauf kommen und irgendetwas machen, sondern dass du das Abenteuer mit Gott behältst, wo du dich entwickeln kannst, wo du Gott erleben kannst und vor allem, wo du dich auf Gott auch verlassen musst. Ich zeige euch noch einen weiteren Namen aus der Bibel. Es gibt ganz viele Beispiele, aber ich will auch nicht ewig predigen, wir wollen da noch zusammen beten. Das Beispiel von Jona. Wir lesen in Jona 1, Vers 1 bis 3. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsisch in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. Wisst ihr, Gottes Wort bringt uns immer wieder an unsere Grenzen. Wirklich. Und so hat es auch Jona an seine Grenzen gebracht. Ich möchte dir das wirklich sagen, Gottes Wort, wenn du wirklich Gottes Wort hörst und wirklich Gottes Wort liest, dann kommst du an deine Grenzen. Das muss eine Vision sein für dein Leben. Stille Zeit sieht so aus, nicht so. Weil die meisten von uns denken am Morgen früh, wenn ihr hoffentlich morgen mit Gott startet, oh Herr, du musst zu mir reden und dann Lucky Dip ein bisschen durch und dann heißt es, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Oh Herr, das brauche ich jetzt gerade nicht, ich suche was eher ein bisschen... Und dann suchst du und am Schluss landest du bei Psalm 23, den kennen wir ja. Und der ist immer so gut zu uns. Und er gibt immer, der macht einfach, dass es so ist. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich. Aber ich glaube, so wie Jabez gebetet hat, er hat sich nicht hier positioniert. Er hat gesagt, Herr, erweitere meine Grenzen. Jona hat die Herausforderung nicht annehmen wollen vom Wort Gottes. Er ist geflüchtet, er dachte irgendwann an sich einen Ort. Und dann ist der Fisch gekommen. Und es ist interessant, der sicherste Ort wäre nämlich dort an der Grenze gewesen, wo Gott ihn an die Grenze getrieben hat. Dann war er im Fisch und im Fisch ist er fast verkümmert. Dort wurde er hochdepressiv. Er hatte mehr Kummer, weil er sich nicht aufs Abenteuer einließ mit Gott. Ich möchte dir sagen, wenn Gott redet, dann ist es nicht eine Wohlfühloase. Ist noch interessant. Viele sagen immer, ja, ich habe den Frieden Gottes nicht über dem und ich muss jetzt noch warten und beten. Es ist schwierig, hier den Frieden Gottes zu finden, wenn du am falschen Ort bist und Gott gesprochen hat. Der einzige Friede, den du finden kannst, ist wirklich hier. Etwas, was ich immer wieder erlebe, dass wenn Gott mich herausfordert und etwas mir aufs Herz legt, ich finde den Frieden nicht, bis ich das tue, bis ich im Gehorsam gehe. Für unser Projekt damit, Zeltner Weihnacht, im Mai hat Gott wirklich ziemlich klar zu mir geredet. Ich habe ihn selten so klar gehört für ein Projekt. Ich hatte wirklich eine stillen Zeit wie einen Berufungsmoment. Ich wusste, es ist dran. Aber hatte ich Zeit? Nein. Hatte ich ehrlich gesagt Lust auf das? Gar nicht mal so zuerst. Hatten wir das Geld dafür? Nein. Und ich kann euch sagen, ich habe mit Gott gekämpft. Hin und her. Ich habe es auf die Seite geschoben. Dann kam zum Glück der Worship Day, der mich voll vereinnahme. Also war ich mit dem beschäftigt. Als der Worship Day vorbei war, ich hatte wirklich eine riesen Unruhe. Und ich wusste, ich finde erst einen Frieden wieder, wenn ich das mache.
Ich kann euch sagen, ich hatte bis Ende Jahr wirklich Unruhe. Weil ich dachte, das Crowdfunding, war das meine Ambition oder war es Gott? Und bis Ende Jahr und dann am 31. Dezember, also wir mussten 25.000 knacken für das Crowdfunding, dass wir das Projekt realisieren können. Und am 31. waren wir noch bei 23.000. Und ich dachte, also wenn wir das nicht knacken, dann ist das ganze Projekt war nichts. Und ich habe mich lächerlich gemacht. Am 31. Nachmittag, bumm, 25 geknackt. Auf dem Rückweg vom Praise Camp, wo ich war, habe ich einen Anruf an eine Nummer, die ich nicht kannte. Und jemand sagte auch noch, Dan, ich habe deine Nummer von einem Freund bekommen. Ich glaube an das Projekt. Wir wollen dich segnen. Wir schieben dir noch 10.000 rein. Und es ist unglaublich, die Güte Gottes, wenn man sie hier erlebt. Und ich hatte wirklich erst im Schluss den Frieden drüber. Ich hatte so lange gezweifelt, ist es meine Idee oder ist wirklich Gott drin? Der sicherste Ort ist, wenn Gott dich an deine Grenzen bringt. Deshalb ist dieses Gebet so verrückt. Jemand, der eigentlich genügend Kummer hat, genügend Stress im Leben. Wieso würdest du noch beten, Herr, erweitere meine Grenzen? Konfrontiere mich mit dem, mehr als mit allem anderen. Eine absolut verrückte Geschichte. Es gibt noch viele andere Beispiele. Hananias wäre ein cooles Beispiel, Esther aus der Bibel. Aber diese Grenze, die fühlt sich nicht gut an. Diese Grenze macht Angst. Diese Grenze ist ungemütlich. Diese Grenze kostet Schweiß. Diese Grenze bedeutet vielleicht auch schlaflose Nächte ab und zu. Es bedeutet Ohnmacht. Aber diese Grenze führt dazu, dass wir nicht verkümmern. Dass unser Glaube nicht verkümmert. Schon interessant, was ältere Leute sagen. Was sie am meisten bereuen, ist, dass sie zu wenig Risiko eingegangen sind. Du verkümmerst, wenn du eine Vision wie links hast. Wenn dieses Jahr einfach ein Bild sein könnte für all das, wo du involviert bist, für deine Beziehungen. Wisst ihr, in einer Ehe sucht man eigentlich das. Aber es ist im Fall ein guter Ort, wenn wir an unsere Grenzen gehen und mal über Dinge reden, die mühsam sind. Wenn wir uns mal gegenseitig herausfordern lassen, mal zusammen in eine Beratung gehen, Dinge anpacken, die schmerzhaft sind. Es ist der sicherste Ort. Ein Bild für deine stillen Zeiten. Ein Bild für deinen Dienst. Ein Bild für deine Beziehungen an der Arbeit. Weil als Christ kann man sich gut da einnisten. Aber ich glaube echt, für dieses Jahr, unser Jahresmotto ist Pray and Obey. Bete und gehorche. Dann wird es das sein. Das ist die Vision für 2019. Dass wir uns auf Dinge einlassen und Gott uns herausfordert. Ich glaube auch, ich möchte dafür beten, ich glaube, wir als Gemeinde verkümmern, wenn unsere Evangelisation nicht stark ist. Etwas von dem, was wir mit Gott erleben können, bleibt verschlossen, bleibt inaktiv. Etwas von der Freude, die im Himmel ist, wenn einer sich Gott zuwendet, verpassen wir, wenn wir uns irgendwo links einnisten und nicht den Mut haben, an die Grenzen zu gehen und mit Gott zu rechnen. Ich würde gerne zusammen beten und ich lade euch zusammen aufzustehen. Ich möchte für 3 Sachen beten. Das erste ist für diejenigen, die sagen, ich hatte eigentlich die Absicht, irgendwo hier hinzukommen. Irgendwann mal hat Gott gesprochen, irgendwo mal habe ich was angepackt. Aber irgendwie
bin ich hier stecken geblieben. Irgendwie bin ich wieder da zurückgerutscht. Ich möchte euch noch einen Vers lesen aus 1. Mose 11. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham. Und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Er hatte eine Vision, ins verheißene Land zu gehen. Und dann steht einfach so schön geschrieben, als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Es wäre eigentlich nur eine Zwischenstation gewesen, aber sie blieben irgendwo dort. Und ich glaube, es sind einige da, die haben sich was vorgenommen, die hatten was auf dem Herzen, wo Gott geredet hat. Und du bist irgendwo, hier kann man ja auch leben. Hier ist es sicher. Hier habe ich alles. Aber etwas von dir verkümmert. Etwas von dir ist nicht lebendig. Und wenn du das bist, ich möchte einfach wirklich beten. Ich glaube, dass es ein Moment ist, wo Gott echt redet. Ich lade dich ein, deine Hand aufs Herz zu legen und sagen, Herr, es tut mir leid, dort wo ich stehen geblieben bin. Dort wo ich einfach auf meine Seele gehört habe, auf meine Gefühle, auf meinen Willen, aber nicht auf meinen Geist. Dort wo ich es nicht zugelassen habe, dass ich mit meinen Grenzen, meiner Angst konfrontiert werden kann. Ich möchte bei euch aussprechen, dass ihr die Gnade Gottes erleben werdet. Und dass eine neue Freude, eine neue Sicherheit in euer Leben kommt, wenn ihr euch neu positioniert. Ich glaube, auch euer Gebetsleben wird sich verändern. Das ist eine Vision für ein Gebetsleben. Nicht nur, Herr, gib mir, sondern ich bin bereit, an die Grenze zu gehen. Ich möchte euch segnen, dass in diesem Jahr sie weiterkommt. Dass eine neue Freude in euer Leben kommt. Dass ihr neu aufblüht, weil ihr an dem Ort seid, wo ihr hingehört. Und dass die Güte Gottes dort stark ist. Dass die Gnade Gottes dort erfahrbar ist. Im Namen Jesus. Amen. Ich möchte weiter beten für diejenigen, die sich so fühlen. Psalm 6, Vers 8 heißt, meine Augen sind getrübt vor Kummer. Psalm 38, Vers 7 heißt, gebeugt von Schmerzen, zerschlagen und voll Kummer, schleppe ich mich von einem Tag zum anderen. Das Problem an Schmerz und Kummer ist, dass es uns kurzsichtig macht. Dass uns die Sicht fehlt für solche Geschichten. Wir ziehen uns einfach zurück. Wir schleppen uns von einem Tag zum anderen. Wir sehen nicht weiter. Und ich möchte wirklich aussprechen, wenn du das bist, lade ich dich auch ein, nochmals deine Hand aufs Herz zu legen. Ich möchte beten, dass du neu eine Sicht hast, dass es sich lohnt. Niemand geht freiwillig an die Grenzen. Wenn man nicht eine Vision hat, eine Sicht für das, was sein könnte, dahinter. Und wenn du das bist, ich möchte über dir aussprechen, dass du eine neue Sicht hast, für das, was Gott in deinem Leben tun will. Kummer heißt so viel wie sich um etwas sorgen, dass etwas die volle Aufmerksamkeit hat in deinem Leben. Und deshalb siehst du nicht weiter. Sich um etwas kümmern. Und Gott will das nicht, dass der Kummer bestimmt deine Sicht, sondern dass du weitersehen darfst. Ich spreche über euch aus Vision. Ich spreche über euch aus Zuversicht, eine Weitsicht, was Gott tun will in diesem Jahr in eurem Leben. Amen. Dann möchte ich wirklich noch für uns als Gemeinde beten.
Ich glaube echt, dass wir dieses Jahr in allem, was Evangelisation betrifft, uns neu positionieren müssen. Für uns ist Evangelisation kein Programm, nicht irgendwelche Events, sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir begeistert sind von Jesus, dass wir Teil von ihm sind und dass er deshalb auch Teil von unserem Leben ist. Nicht nur am Sonntag, sondern eben dort, wo uns Gott hinstellt. Ich glaube, es ist etwas am Verkümmern, das eigentlich lebendig sein soll. Ich lade euch ein, eure Hände auszustrecken. Ich möchte wirklich dafür beten und glaube, es ist ein Moment, der wichtig ist für uns. Herr, wir wollen sehen, wie Menschen durch uns zu dir finden. Herr, wir geben dir auch die Erlaubnis, uns neu herauszufordern. Ich will dir danken, dass wir nicht an Orte gehen müssen, die außerhalb unserer Reichweite sind. Dass du uns nur zu unseren Grenzen führen wirst. Und dass wir dich dort finden. Ich will dir danken, dass wir eine unglaubliche Gnade finden werden. Dass wir entdecken werden, dass du so ganz vieles vorbereitet hast. Dass wir selber nie hätten möglich machen können. Dass die Ernte reif ist. Dass Dinge zusammenkommen, die über Jahre gesät wurden. Wofür wir nicht einmal irgendwie Verantwortung übernehmen können, sondern es ist einfach da. Ich spreche über uns aus, dass wir dieses Jahr sehen werden, wie du in unserem Leben, in unserer Arbeit, in unserer Schule, an der Uni, in unseren Familien uns an die Grenze führst und dass wir dich dort finden werden und erleben werden, wie du Dinge segnest. Herr, wir wollen dasselbe beten wie Jabez. Erweitere unser Gebiet, erweitere unsere Grenzen. Weil dann werden wir nicht verkümmern, dann werden wir leben und in dem sein, wozu du uns berufen hast. Herr, über jedem Einzelnen will ich aussprechen. Du wolltest jemanden wie uns, du hattest noch nicht jemanden wie uns, deshalb hast du jemanden wie uns geschaffen und deshalb sollen wir auch jemand sein, so wie du uns geschaffen hast. Amen. Amen. Lass uns Gott erheben. Danke, Herr, dass du unsere Grenzen sprengst. Das ist das Gebet Jabez. Ihr dürft euch hinsetzen. Nächste Woche kommt dann die Hand Gottes rein. Alle, die sehen, sagen, ist ungemütlich.